Ein Fels, ein Mythos. Hoch über dem Rhein schrieb die Loreley-Bühne Musikgeschichte. Wir haben das ja gar nicht gewusst, wie groß wir zu der Zeit schon waren. Das war sowas von überwältigend. Und sie erzählt Geschichten, die man nicht erfinden kann. Echt, das habe ich erlebt. Unglaublich. Viele Konzerte wurden vom WDR Rockpalast übertragen. Das T-Shirt ist sehr legendär. Das hatte Wolfgang Niedecken 1982 an bei der Zugabe auf der Loreley, weil er war durchgeschwitzt von dem langen Auftritt am Nachmittag und es gab kein anderes T-Shirt zum Umziehen, was da drum lag, außer Ordner Security. Wolfgang Niedeckens BAP war die erste deutsche Band, die auf der Loreley-Bühne auftrat. Sie hatten sich erst 5 Jahre vorher gegründet und standen noch ganz am Beginn ihrer Karriere. Das ist, wenn du da unten in einem kleinen Kessel stehst und blickst da hoch und die Leute jubeln alle und freuen sich und singen mit und dann kamen Transparente sogar irgendwie. Wir haben das ja gar nicht gewusst, wie groß wir zu der Zeit schon waren. Das war sowas von überwältigend. Mir ist wirklich die Spucke weggeblieben am Anfang. Es war Wahnsinn. Es war atemberaubend sozusagen. Am selben Abend trat auch der weltberühmte irische Bluesgitarrist Rory Gallagher auf. Seine abgewetzte Fender Stratocaster-Gitarre ist noch heute eine Ikone. Sie wurde für mehr als $1 Million versteigert und kann im irischen Nationalmuseum besichtigt werden. Wolfgang Niedecken hat den Stargitarristen backstage persönlich kennengelernt. Ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, natürlich. Und wir saßen am Tisch und neben dem Tisch lag dann sein aufgeklappter Gitarrenkoffer mit dieser abgeblätterten Stratocaster. Und er sieht, dass ich da hingucke und sagt, willst du drauf spielen? Ja. Ich habe das Ding rausgenommen und habe, was zum Teufel spiele ich denn jetzt, wenn Rory Gallagher zukommt auf seiner Gitarre? Mir ist Gott sei Dank der G-Dur-Akkord eingefallen. Das war es dann aber auch. Ich habe sie in der Hand gehabt, der Heilige Gral. Wunderbar. Und es kam noch besser. Am Schluss waren alle Musiker des Abends zusammen auf der Bühne. Der berühmte britische Bluesmusiker Eric Burdon, Rory Gallagher, der amerikanische Slide-Gitarrist Dave Lindley und Wolfgang Niedecken. Dann haben wir tatsächlich mit Knockin' on Heaven's Door angefangen und das entwickelt sich dann nachher zu einer Jam, wo dann auf 12 Bar Blues wurde improvisiert, was das Zeug hielt. Ja, das war BAP, Rory Gallagher Band, Eric Burdon, David Lindley. Irre. Wolfgang Niedecken war im 7. Rock'n'Roll-Himmel. Da denke ich auch, also echt, das habe ich erlebt. Das ist ja ein Film. Wahnsinn. Ich habe das erlebt. Unglaublich.